Ich fange nun mal zwei konkreten Aussagen. Eng von einem Bewohner von einer Struktur, die sich kriegt nur der Feiertag, hat man gesagt, der Coronavirus hat alles geändert. Taus hat viel infiziert, rund 4 davon ist gestorben. Bewohner waren in der Quarantäne, dass sie leben wie am Prison. Ein zweite Aussage von einem Herr, den allein wohnt, respektive vom Jungen vom Herr, hat man geschrieben, mein Pap wohnt allein daheim, und als Corona bedingt nicht mehr bei uns kommen, und als total daheim vereinsamt und depressiv gehen. Führende Feiertag kommen nun Kreisches Eber bei uns, weil ihn die Einsamkeit an die Angst nicht mehr gepackt hat. Wir sind nun alle an den Test gegangen, war schließlich keine Schule, für das mein Pap konnte bei uns kommen, und ich mit ihm konnte bei den Doktor führen. Er hat viel aufgeholt, sein Wetter ist nicht gut, mir hat Angst, für an die Klinik zu gehen. Hier geht recht, wenn er geimpft ist. Mir leider gesagt, noch kein Licht im Tunnel, wenig kann er geimpft gehen, keine Antwort. Der Doktor weiß auch nicht Bescheid, bin ich, dass er geimpft gehen, keine Hoffnung. Das sind zwei Beispiele von vielen. Viel eler Leute daheim und an den Strukturen. Viel Krankheit daheim und an den Kliniken haben Angst. Sie sind lang. Dami Peres hat die letzte Woche nach einer Kommuniqué herausgegeben, wo sie gesagt haben, eler Leute sind sich knapp 1 Jahr an sozialer Isolation. Und wir wissen über alle gehört, dass das psychisch Wohlbefinden einen Einfluss auf die Genesung hat. Dass zur Gesundheit die physische und die psychische Gesundheit zählt. Und das ist aber leider nicht transparent erkennbar, wie was geregelt ist. Das ist überall ein bisschen anders. Als CSV sind wir der Meinung, dass wir alles machen müssen, für das Leute zu schützen, und für ihnen einfach in Teil von ihrer Freiheit zurückzugehen. Und hier hat die Regierung eine Verantwortung, und genau dafür hatten wir einen nationalen Aktionsplan gefroht, für die vulnerablen Leute zu schützen. Der Minister hat in der Kommission gesagt, dass so ein Aktionsplan nichts bringen. Wir sind hier anderer Meinung, und dafür will ich auch die Motion oder will man die Motion auch nach einmal aufstimmen lassen. Zu einem Aktionsplan gehört für uns vieles, und ich zähle hier ganz einfach just 7 Punkte ab. Erstens, zur Verfügung stellen von notwendigem Schutzmaterial für die Leute an den Strukturen, für die Leute daheim, für den Besuch, und das muss transparent, organisiert, geregelt und kommuniziert werden. Zweitens, FFP2-Masken für die eler und vulnerable Leute. Und ich hoffe wirklich, dass wir hier nicht den Zug verpasst haben, dass wir unseren Stock genug abgestockt haben, weil mittlerweile gibt es am Ausland immer mehr auf verschiedenen Plätzen Pflicht. Und dafür wollen wir hier auch garantieren, dass es keine Zwei-Klasse-Gesellschaft gibt. Und dafür froh wir hier eine zur Verfügung stellen von diesen FFP2-Masken für die eler und vulnerable Leute. Ein mehr gezielten Ansatz von Schnelltesten, auch das gehört zu einem Aktionsplan. Zur Verfügung stellen von Schnelltestern, nicht nur für die Leute in den Strukturen, für den Besuch, und eben auch für die vulnerablen Leute daheim. Und auch hier eine klare Kommunikation dazu. Viertens, die Regelung vom Besuch an die Kliniken. Fünftens, ein konkreten und ein effikazen Tracing an den Strukturen. Die Infektionsquellen müssen sich definiert gehen, wie die kann agieren. Sechstens, psychologische Betreuung, die Marc Spaut zu einer Question parlamentär gestaltet. Und siebtens, die Impfung, und das muss definiert gehen. Dafür haben wir ja den nationalen Aktionsplan gefragt. Wir brauchen einen transparenten Impfplan, den auch dazu gehört. Wen könnt, wen nicht tun? Ich habe das Beispiel von den Mailern her gesagt. Die Werte darauf, die weiß gerne, wie ich das eventuell Druck haben. Wir bräuchten also mit den Bestellungen, wie sie geplant sind, müssen wir sich berechnen, wen, wie genau könnte Druck kommen. Da werden letztlich, das ist Transparenz. Für all die vulnerablen Leute. Für die eler Leute in den Strukturen, für die eler Leute auch daheim, und für die Krankheit. Sie brauchen eine Perspektive. Sie müssen können sehr geimpft gehen, und sie müssen das Gefühl haben, dass auch sie wichtig sind, dass auch sie für uns prioritär sind. Eine andere Frage, wen ist vulnerabel? Wie wird das festgestellt? Auch das muss transparent kommuniziert gehen, auch das gehört zu so einem Aktionsplan. Und welche Freiheiten kriegen das Leute zurück, wenn sie bis geimpft sind? Wenn zum Beispiel ein ganz Altersheim geimpft ist, wird dann der Besuch anders geregelt.
Auch das muss transparent geregelt und kommuniziert gehen. Die Leute brauchen, wie gesagt, Perspektiven. Als CSV fördern wir die Regierung nach einmal ab. Wie gesagt, wir hatten das im Juni gemäht und im Oktober, für so einen nationalen Aktionsplan auszuschaffen, für die Aktionen an die Wehr zu leiten, für das transparent zu kommunizieren. Wir müssen die vulnerablen Leute schützen, ohne sie physisch oder sozial zu isolieren. Sie brauchen eine Perspektive. Und dafür wäre ich wirklich froh, wenn das Motion heute breit Zustimmung kriegen. So nicht merci.